So schön, dass ihr alle da seid, so viele bekannte und unbekannte Gesichter. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Melli oder auch Melina und ich darf Jugendpastorin hier im Kreuzpunkt sein. Yay! Das heißt, ich darf mit einigen von denen, die sich heute taufen lassen, unterwegs sein und das ist mir eine riesengroße Ehre. Bevor ich starte, möchte ich noch mit uns beten. Vater, hab Dank für den Tag, hab Dank für das, was wir heute einfach erleben dürfen, wovon wir Zeugen sein dürfen. Und ich bete, dass du unsere Herzen bereit machst für das, was du heute reden willst, Herr. Dass du unsere Herzen weit machst. Ich danke dir, dass du mir vorangehst und dass du heute reden willst. Amen. Zum Anfang habe ich eine Frage an dich. Wer von euch war schon einmal in Ägypten? Gibt es Leute, die schon mal in Ägypten waren? Oh, einige. Hey, ich sag euch, auch ich war schon mal in Ägypten. Ich kann mich da zwar nicht mehr dran erinnern, aber es gibt einen Beweis. Und zwar ein Foto. Und das hing bei meiner Mama in der Waschküche. Ich weiß noch, das kleines Mädchen war dann immer so, Hä, Mama, wo ist das? Und das ist so das typische Familienurlaubsfoto. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, von was ich rede. Es ist so der letzte Urlaubstag. Alle sind müde, langer Strandtag. Und Mama fällt plötzlich ein, wir haben noch gar kein Foto gemacht, auf dem alle drauf sind. Oh, na toll, alles klar. Bevor man noch irgendwie den letzten Abend ins Restaurant geht, stellen sich alle in Reihe und Glied auf. Man versucht, dass man alle sieht. Alle versuchen noch ihr müdes, breites Grinsen aufzusetzen. Braun gebrannt, manche vielleicht auch schon ein bisschen rot gebrannt. Und klick! Der Blitz ist ein bisschen mehr überbelichtet, als es eigentlich vorteilhaft für alle gewesen wäre. Und so hing dieses Bild bei meiner Mama in der Waschküche. Mein Beweis bis heute, ich war mal in Ägypten. Und Ägypten, das ist auch in der Bibel ein sehr, sehr wichtiger Ort. Der schreibt nicht, deswegen habe ich 2 mitgebracht. Der schreibt auch nicht so gut. Ich glaube, deswegen hat der Micha noch einen mitgebracht. Das nenne ich mal gutes Kollegium hier, mal schauen. Aller guten Dinge sind 3. Ägypten, das war auch in der Bibel ein wichtiger Ort. Und ich liebe die alttestamentlichen Geschichten. Und die Geschichte mit Ägypten, das ist eine ganz besondere. Und zwar war das Volk Israel damals noch weniger ein Volk, als mehr eine ziemlich große Familie mit so 70 Leuten. Die sind nämlich nach Ägypten geflüchtet. Es gab eine globale Hungersnot und sie haben Zuflucht in Ägypten gefunden. Also quasi auch wie so ein Familienausflug auf längere Zeit. Und erst waren sie in Ägypten auch sehr angesehene Leute. Und diese Großfamilie, die wuchs und wuchs und wuchs und wuchs und sie wurden zu einem riesigen Volk. Und auf einmal war das für die Ägypter nicht mehr nur noch so easy, dass das Volk Israel bei ihnen im Land war. Da haben sie sich gedacht, super, ganz viele Arbeitskräfte, die können uns mal ein paar Pyramiden bauen. Und dann haben die so Lehmziegel herstellen müssen und waren auf einmal versklavt in Ägypten. Der Traum von einem neuen Leben, einem sicheren Leben in Ägypten wurde schon ziemlich bald für dieses Volk zu einem Albtraum. Aber das Volk hatte Gott und sie haben gebetet und haben geschrien und gefleht, Gott, befrei uns aus der Sklaverei. Und long story short, Gott macht es. Und wie Gott so ist, macht er das auf ganz unkonventionelle Art und Weise. Und zwar teilt Gott das Meer. Und das Volk Israel läuft trockenen Fußes durch das Meer und Gott verspricht ihnen, ich werde euch ins verheißene Land führen. Von Ägypten ins verheißene Land. Und das Ganze durch ein Meer. Ich habe die Geschichte jetzt ganz kurz erzählt und ich sage euch, sie liest sich wie ein Krimi.
Ihr könnt es im 2. Buch der Bibel nachlesen, was Gott für ein großes Wunder für sein Volk getan hat. Er hat sie befreit aus der Sklaverei. Jetzt habe ich euch am Anfang die Frage gestellt, wer von euch schon mal in Ägypten war, und es haben einige aufgestreckt, aber nicht alle. Ich stelle heute eine Behauptung auf. Und zwar würde ich sagen, wir waren alle schon mal in Ägypten. Und nee, ich habe jetzt nicht von dir irgendwie ein verschollenes Kinderfoto wiedergefunden, wo auch du auf den Schultern von deinem Papi sitzt. Nee, ich spreche hier mehr in einer sinnbildlichen Art und Weise. Und zwar wurde Ägypten zu einem Sinnbild in der Bibel für Sklaverei. Und jetzt sagst du, also okay, nee Melli, da bist du ganz falsch. Ich war noch nie in Ägypten und ich wohne in der Schweiz. Ich war auch noch nie Sklave. Ja, ich glaube, auch hier spreche ich in einem Sinnbild. Und zwar sagt Jesus das auch in einer Diskussion zu den Juden. Die Juden sagen zu Jesus, nee, Jesus, wir müssen frei werden. Frei von was? Wir sind keine Sklaven. Und zwar sagen sie, wir sind Nachkommen Abrahams. Wir haben nie jemand als Sklave gedient. Wie kannst du da sagen, ihr müsst frei werden? Jesus antwortete, ich sage euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Und ich habe eine schlechte Nachricht für dich und mich. Das sind wir alle. Wir alle haben in unserem Leben schon mal gesündigt. Was meine ich aber damit, wenn ich von Sünde spreche? Damit meine ich nicht vielleicht ein Stückchen Schokolade mehr gegessen, als eigentlich gut gewesen wäre. Nein, Sünde bezeichnet den Zustand des Ungehorsams gegen Gott, wo wir nicht mit seinem Willen übereins leben, sondern das Ziel verfehlen. Und das bringt Trennung von Gott. Und ich weiß nicht, ob du das weißt, aber du machst manchmal Fehler. Es tut mir leid, wenn ich jetzt vielleicht so direkt bin, aber wir alle haben schon Fehler in unserem Leben gemacht. Hey Melli, heute ist ein Fest der Freude, Taufe, und jetzt kommst du uns hier mit irgendwie so einer Botschaft über unsere Fehler. Das Gute ist, wenn wir ins Alte Testament schauen, sehen wir, Gott hat einen Weg geschaffen aus der Sklaverei in Ägypten ins verheißene Land. Und ich lieb's, wenn wir einen roten Faden in der Bibel haben, wenn uns die alttestamentlichen Geschichten etwas aufschlüsseln über das Heute. Und zwar haben wir den Zustand von Sklaverei der Sünde. Wir alle waren in Ägypten. Wir alle haben schon gesündigt. Aber Gott hat einen Weg geschaffen, raus aus dieser Sklaverei, rein in Freiheit. Das ist eine ziemlich gute Nachricht. Es gibt Freiheit. Gott hat Freiheit geschaffen. Und wie er das gemacht hat, war durch seinen Sohn, Jesus Christus. Vielleicht hast du von Jesus schon mal was gehört. Jesus, er war nämlich der Einzige, der es tatsächlich geschafft hat, ohne Sünde zu leben. Und er ist trotzdem ans Kreuz gegangen, damit wir Wiederherstellung haben mit Gott. Er hat die Sünde von uns getragen am Kreuz, damit wir wieder zu Gott gehen können. Und er ist gestorben und wieder auferstanden, damit auch wir leben können. Und Jesus sagt das, nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Der Sohn, er schafft wirklich Freiheit. Und ich weiß nicht, vielleicht bist du heute hier und du denkst dir, ja, ich kenne das. Ich fühle mich gefangen und ich sehne mich tief drin nach Freiheit. Ich sag dir, Jesus sagt es, nirgendwo sonst wirst du Freiheit finden als bei ihm. Und das ist eine gute Nachricht. So wie Gott Freiheit aus der Sklaverei in Ägypten geschafft hat, schafft er auch heute Freiheit für dich und für mich. Und heute feiern wir. Wir feiern, dass 9 Menschen sich genau dazu entschieden haben. Sie haben gesagt, ja, ich erkenne das. Ja, ich erkenne das. Ich hab Fehler gemacht. Ich habe gegen Gott gesündigt.
Aber das Geniale ist, ich muss in diesem Zustand nicht bleiben. Ich muss nicht in Ägypten bleiben, sondern Jesus Christus schafft Freiheit. Und ich vertraue ihm mein Leben an. Ich gebe mich ihm hin und nehme seine Vergebung in Anspruch. Und dadurch werde ich frei. Und das haben diese 9 Menschen entschieden. Sie haben gesagt, ja, ich will Jesus nachfolgen. Ich glaube, dass er mein Retter und mein Erlöser ist. Und ihm gebe ich mein Leben. So, das sind jetzt die Grundlagen. Und jetzt möchte ich mit euch über die Taufe sprechen. Ja, was sehen wir denn heute? Was passiert denn eigentlich tatsächlich heute? In der Bibel lesen wir immer wieder, dass Menschen, die sich bekehrt haben, die also genau das gesagt haben, ja, Jesus, ich will dir folgen, sich direkt im Anschluss haben taufen lassen. Da sind keine Jahre ins Land gezogen, sondern es war, yes, ich will, wo ist der nächste See, Fluss, Wasser? Da gehe ich rein, ich lasse mich taufen, ich mache das fest. Es ist ein öffentliches Bekenntnis. Alle dürfen es sehen, alle dürfen es miterleben. Ich gehöre jetzt zu Jesus. Und Taufe kommt von dem griechischen Wort Verb baptizein. Und das heißt so viel wie untertauchen. Und das machen wir später. Wir gehen später an die Limmat, in den Fluss, werden ins Wasser reinsteigen und werden die Täuflinge fragen, hey, glaubst du das? Willst du Jesus nachfolgen? Glaubst du, dass er für dich gestorben ist, für deine Sünden und dass du mit ihm ewiges Leben hast? Dann sagen sie hoffentlich alle ja. Und dann tauchen wir sie unter Wasser und holen sie wieder hoch. Und das ist ein Symbol, ein richtig starkes Symbol. Und Paulus erklärt uns das im Kolosserbrief. Und zwar sagt er, ihr wurdet zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und für immer beseitigt. Der Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war, den hat Jesus beseitigt. Und was für ein schönes Bild. Es ist genommen, es ist ans Kreuz genagelt und es ist nicht mehr da. Und das sehen wir heute in der Taufe. Paulus sagt noch in 2. Korinther 5, Vers 17, vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Etwas ganz Neues hat begonnen. Ja, und dieser Übergang von der Sklaverei der Sünde in die Freiheit hinein, dieses Symbol sehen wir heute in der Taufe. Und zwar werden wir untergetaucht unters Wasser und wir kommen wieder hoch. Und es ist eine ganz neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Es bleibt, ich finde es so ein Bild, es bleibt unter Wasser. Es wird wie abgewaschen. Man kommt raus als eine neue Schöpfung. Was für eine geniale Botschaft. Jesus hat es möglich gemacht und wir dürfen das heute sehen. Alles nochmal auf Anfang. Wie ein Reset. Das klingt genial, oder? Danach sehnt man sich doch manchmal. Ja, und auch als ich mich damals habe taufen lassen, war ich Feuer und Flamme. Ich habe gedacht, yes, eine neue Schöpfung. Alles ist neu. Genial. Hey, ich glaube, einige sind hier und ihr habt die Entscheidung schon getroffen und ihr habt euch auch taufen lassen. Wie war das für euch? Neue Schöpfung. Was verstehe ich denn darunter? Das Alte ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. Sieht man dann anders aus? Vielleicht hat man auf einmal wieder Haare oder so. Oder ein paar Kilo weniger. Neue Schöpfung. Wird schon vielleicht mal was drin liegen, oder? Oder, ja, Sünde. Ich bin ja dann kein Sklave mehr der Sünde. Nie wieder gesündigt, oder? Ja? Nee? Neuer Charakter. Vielleicht alle Ecken und Kanten weg. Bei mir war das jedenfalls nicht der Fall. Hey, ich bin ehrlich mit euch. Ich sah immer noch genau gleich aus. Außer, dass ich nass war. Aber sonst
war ich immer noch die gleiche. Und ja, auch für meine Matheprüfungen musste ich noch lernen und die sind auch immer noch nicht gut rausgekommen. Und meine Eltern, die waren auch immer noch anstrengend. Und meine Macken waren auch immer noch da. Und auch wenn ich reingestartet bin in mein neues Leben mit Feuer und Flamme, ich habe gedacht, boah, der Feind, der kann mir gar nichts mehr. Hey, es kamen Zeiten der Trockenheit, Wüstenzeiten. Und ja, ich bin auch gefallen und ich habe wieder gesündigt. Aber was heißt das jetzt? Stimmt es nicht, wenn die Bibel sagt, dass wir eine neue Schöpfung sind? Ist es nur eine Illusion, vielleicht ein leeres Versprechen? Nein, ich glaube nicht, dass das nicht stimmt. Im Gegenteil, ich glaube, das ist eine Wahrheit und das dürfen wir heute sehen. Aber die Indizien sprechen ja irgendwie für was anderes. Also wie können wir das jetzt verstehen? Was bedeutet es, dass wir eine neue Schöpfung sind? Ich glaube, es hilft uns, wenn wir unterscheiden zwischen Körper, Seele und Geist. Ja, ich komme raus, mein Körper ist noch der gleiche. Auch mein Charakter, meine Seele hat sich nicht wirklich verändert. Aber mein Geist, der ist komplett neu. Und zwar gibt Gott uns seinen Geist. Der Heilige Geist lebt in uns. Und das ist ein kompletter Identitätswechsel. Ja, wir haben es eben gelesen, wir waren tot aufgrund unserer Verfehlungen. Das sehen wir auch nicht. Aber wenn wir uns für Jesus entscheiden, dann werden wir lebendig durch seinen Geist. Der gleiche Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der lebt dann in uns. Ja, und das ist schwierig zu begreifen, weil man sieht es eben vielleicht noch nicht so direkt. Und auch beim Volk Israel, wenn wir da noch mal reinschauen, hey, das ist so ein genialer Vergleich zu dem, was es heißt, eine neue Schöpfung zu sein. Ja, Gott hat sie ins verheißene Land geführt. Da gibt es noch ein paar andere Geschichten, die sind da nicht direkt angekommen. Das könnt ihr dann sonst auch mal nachlesen. Aber Gott hat ein Wunder getan, sie durchs Meer hindurch geführt, auch durchs Wasser. Und die waren so maximal unzufrieden. Die wollten wieder zurück in die Sklaverei. Also die nicht so, oh, das war so schön. Nee, die wollten zurück in die Sklaverei. Und Micha hat mir noch einen Fun-Fact erzählt, die waren so verzweifelt, der Bibelvers, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, Numeri 11, Vers 5, die haben sich sogar nach dem Lauch gesehnt. Die waren so verzweifelt, da gab es Lauch und Knoblauch. Ich will wieder zurück nach Ägypten. Hey, ja, das ist so. Ein Volk hat man schnell aus Ägypten rausgeführt. Aber Ägypten hat man nicht so schnell aus dem Volk rausgebracht. Und ich glaube, ähnlich ist das bei uns. Unser Geist ist komplett neu, das ist eine Realität. Hey, aber da muss man sich erst mal dran gewöhnen. Und der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und wir müssen lernen, diesem neuen Menschen entsprechend zu leben, unser Leben so zu gestalten. Und auch hier sagt Paulus mal wieder ein paar sehr schlaue Worte zu. Er sagt in Epheser 4, Vers 22 bis 24, dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiter zu leben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Ihr wurdet gelehrt. Ich stehe heute hier und ich lehre euch etwas. Aber der, von dem Paulus hier spricht, ihr wurdet gelehrt, das ist Jesus selbst. Jesus selbst hat euch gelehrt. Er hat euch gelehrt, wie man in dieser neuen Identität wandelt. Der Geist war in ihm und er hat es vorgelebt. Ich sage euch, nie wieder gab es einen Menschen wie ihn. Den besten Mensch, den ihr euch vorstellen könnt, keiner kommt an Jesus ran. Und mein Wunsch ist es, mehr so zu werden wie Jesus. Gottes Geist lebt in mir. Und ich sehne mich danach, diesem Geist entsprechend zu leben und zu wandeln. Ist es auch dein Wunsch? Ist es dein Wunsch, Jesus ähnlich zu werden?
Und ich glaube, das ist manchmal schnell als Floskel gesagt. Ja, na klar, ich will so werden wie Jesus. Willst du wirklich so werden wie Jesus? Weil dann ist meine Frage, hey, wie lebst du? Wenn du ein Ziel hast, dann solltest du dich fragen, wie komme ich eigentlich an dieses Ziel? Zum Beispiel Flo und ich, wir haben uns vorgenommen, wir wollen die Flitterwochen fliegen, haben ein spezielles Ziel. Wir haben jetzt darüber Gedanken zu machen, wie schön das doch wäre, dahin zu fliegen. Und nee, ich muss mir das überlegen, eine Reise buchen, Flüge buchen, müssen uns impfen lassen und ja, vielleicht auch noch ein bisschen Geld sparen, damit wir das auch tatsächlich machen können. Hey, ich muss mir einen Plan machen, wie ich dieses Ziel erreiche. Und wenn es dein Ziel ist, ja, ich möchte meiner neuen Identität entsprechend leben, ich will so werden wie Jesus, hey, was ist dein Plan? Wie machen wir das? Und ich glaube, das Erste ist, was hier steht, ihr wurdet gelehrt. Hey, wir müssen nah an unserem Lehrer dran sein. Die Jünger, die sind mit Jesus unterwegs gewesen, Tag ein, Tag aus. Sie haben von ihm gelernt. Sie wollten um ihn rum sein. Jesus, lehr uns, wie man betet. Boah, Jesus, der geht immer wieder und der verbringt irgendwie Zeit mit Gott. Und Jesus, der sitzt mit den Sündern und der isst mit ihnen. Hey Jesus, ich will das von dir lernen. Ich will so werden wie du. Und ich glaube, das ist unser erster Schlüssel, dass wir bei unserem Lehrer sind, dass wir von unserem Lehrer direkt lernen. Hey, und dieses Buch, die Bibel, ja, da lesen wir über Jesus und was er getan hat. Da sind so viele Schätze verborgen, worüber wir lernen dürfen, wie Jesus war. Und ich will dich ermutigen, hey, wenn du Jesus ähnlicher werden willst, verbring Zeit mit ihm, verbring Zeit in seinem Wort. Und das ist herausfordernd, weil es gibt so viele Ablenkungen, so vieles, was uns wieder zurück nach Ägypten ziehen will. Und das Spannende, was Paulus hier auch noch sagt, er bringt eine Analogie. Und zwar, sich zu bekleiden mit dem neuen Menschen. Und ich glaube, das ist etwas sehr Aktives. Ich habe mir heute Morgen was angezogen. Ich glaube auch du, also offensichtlich, hast dir heute Morgen etwas angezogen. Das ist etwas Aktives, was wir tun. Das Alte ablegen, etwas Neues anziehen. Was ziehst du dir an? Ich glaube, wir überlegen uns sehr oft sehr genau, was wir anziehen. Am Freitag hat unsere liebe Kollegin Dabrina geheiratet und da habe ich mir überlegt, was ziehe ich an? Dem Anlass entsprechend. Und das war was anderes, als ich noch morgens im Büro anhatte, Gott sei Dank. Und genauso ziehen auch Leute ihrem Beruf entsprechend etwas an. Ein Polizist, den erkennt man sehr schnell an dem, was er anhat. Und auch ein Banker hat normalerweise ein sehr spezielles Outfit, wenn er in seinem Amt ist. Wie ziehen wir uns aber unserer inneren Identität entsprechend an? Wir sind ein neuer Mensch. Was zieht dieser neue Mensch an? Und sehen die Menschen das? Was sehen sie, wenn sie dich anschauen? Sehen sie Jesus? Und ja, das ist ein Prozess. Paulus sagt es, lasst euer Denken fortwährend erneuern. Das ist nicht von jetzt auf gleich getauft und zack und ich habe das alles im Griff. Aber meine Frage an dich, siehst du heute mehr aus wie Jesus als an dem Tag deiner Taufe? Wenn nein, hey, ich will dich ermutigen, nimm das in Angriff, immer wieder neu. Ja, Jesus, ich will so aussehen wie du. Und dann kann man morgens so an den Kleiderschrank gehen, zu überlegen, Bitterkeit, Rücksichtslosigkeit, Geduld. Ja, das könnte ich irgendwie nochmal gebrauchen. Ein bisschen Geduld. Jetzt wird's warm hier oben, glaube ich. Aber ja, ich glaube, das ist eine Entscheidung, sich zu entscheiden, Jesus, ich will mehr so werden wie du. Und ich glaube, der Geist, der in uns lebt, der zeigt uns sehr gut auf, wo noch unsere Macken sind. Und das kostet was. Das klingt jetzt so nett, ja, ich guck mal, was da so gibt. Da werde ich mal ein bisschen mehr geduldig, ein bisschen demütiger. Sieht ja auch schön aus. Also ich glaube, das sieht sehr schön aus, wenn wir uns in dem kleiden wie Jesus. Jesus war wunderschön. Und wenn wir mehr so werden wie er, dann versprühen wir einen Wohlgeruch. Und wir sind dann immer im Trend.
Vielleicht nicht für die Welt, aber das Outfit ist nie out. Aber ja, das kostet was. Und mein lieber Verlobter, ich predige dem immer einmal vor, einen Tag vorher. Und er hat gesagt, boah, da musst du irgendein praktisches Beispiel bringen. Irgendwas, wo man weiß, was du meinst. So, ich weiß da nicht so genau, das ist so abstrakt. Und dann ist mir eine Geschichte eingefallen und die erzähle ich euch jetzt. Die ist ein bisschen speziell. Aber ja, da habe ich mich entschieden, was ganz Besonderes anzuziehen. Und zwar war das in Afrika. Und in Afrika, da erlebt man ganz viele wilde Sachen, da müsst ihr echt mal hin. Und die Toiletten sind da ein bisschen anders als in der Schweiz. Da ist meistens so ein Loch im Boden einfach. Und ich bin morgens recht verschlafen, es war echt früh, bin ich aufgestanden, bin auf so ein Plumpsklo, bin da so rein. Und mein Vorgänger, der hat leider das Loch nicht getroffen. Und den hat es auch nicht so viel interessiert. Ich weiß nicht, was er sich gedacht hat, ob das dann da rein schwebt oder so. Und ich morgens, völlig verpennt, komme da rein. Es hat gestunken. Es gab noch ein zweites Häuschen. Ich dachte, nee, sorry, beim Besten, wirklich, nee, ciao, ich mach das nicht. Und der Geist, der sagt zu mir, hey Melli, der Nächste, der läuft auch da rein. Dem geht's genauso wie dir. Irgendeiner muss das wegmachen. Wie wär's denn, wenn du das machst? Oh, wirklich. Nee, wirklich jetzt. Hey, und ich hab gedacht, ja, das stimmt. Ich glaube, wenn Jesus da reingetappt wäre, der hätte das weggemacht. Weil der war demütig. Und dem hat es keinen Zacken aus der Krone rausgemacht. Weil der wusste, ich bin Sohn Gottes. Ich bin Kind Gottes, mach mir gar nichts. Ich kann das machen. Ich liebe die Menschen. Und ich liebe den, der hier vorher auf Toilette war. Ich liebe den. Boah, und ich sage euch, ich hab's gemacht. Danke. Und ich glaube, das ist es. Das war nicht angenehm. Und das ist natürlich jetzt eine Geschichte von ganz vielen. Immer wieder in unserem Alltag haben wir die Möglichkeit, uns zu entscheiden, ja, Jesus, ich will mehr so werden wie du, weil du bist wunderschön. Ich will das anziehen, mein neues Gewand. Und dann werden wir mehr so aussehen, physisch. Also vielleicht wachsen keine Haare nach auf deinem Kopf, aber ich glaube, man sieht das. Man sieht erlöste Menschen. Und wie wunderschön ist das. Und ihr lieben Täuflinge, wir haben ein Geschenk für euch. Das haben Micha und ich die Woche gemacht, mit unserer Small Group zusammen. Made New. Hey, das ist ein Kleidungsstück. Wenn ihr euch das anzieht, dann dürft ihr euch daran erinnern, das ist eine Realität. Ich bin eine neue Schöpfung. Und gleichzeitig erinnert es euch daran, hey ja, und ich darf das auch anziehen. Tatsächlich. Ja, ich will aktiv mehr so werden wie Jesus, meiner neuen Identität entsprechend leben. Ich bin neu und ich will auch als neuer Mensch leben. Und ja, das ist ein Prozess. Es braucht immer wieder eine Erneuerung unseres Denkens. Und für das lebt der Geist in uns. Wir haben den Heiligen Geist, er steht uns bei, er hilft uns. Hey, wir machen das nicht, um irgendwie geistig fromm dazustehen, sondern wir machen das, weil wir das wollen. Ich möchte mehr so werden wie Jesus. Das ist mein Wunsch. Und deswegen mache ich das. Nicht, weil ich sonst weniger wert bin oder irgendwas, sondern nein, weil das mein Wunsch ist. Und dieses T-Shirt, kurzer Werbeblock, das könnt auch ihr anderen erwerben. Yes! Come on! Also wenn du dir denkst, yes, so eine Erinnerung, das wär's doch, so ein T-Shirt von Melli und Micha und dann hoffentlich noch ganz vielen Helfern, selbst bedruckt, dann könnt ihr gerne auf Micha zukommen. Der kümmert sich um die Anmeldungen. Also wirklich, aber geht auf Micha zu. Yes. Und ihr Lieben, wir haben heute Morgen viel gehört. Wir haben darüber gehört, was es heißt, ein neuer Mensch zu werden und wie die Freiheit errungen wurde von Jesus. Wir haben darüber gehört, was die Taufe bedeutet, was wir heute beobachten werden, wovon wir zeugen werden. Und wir haben darüber gehört, was es heißt, in dieser neuen Schöpfung zu leben. Und ich weiß nicht, ob für dich heute ein neuer Schritt dran ist. Ich weiß nicht, wo du stehst. Vielleicht hast du das erste Mal von Jesus gehört.
Hast das erste Mal gehört, dass es sowas wie Freiheit gibt. Hey, und ich sag dir, Jesus sehnt sich danach, dich frei zu machen. Er sehnt sich danach, dass du eintreten kannst in das neue Leben. Vielleicht ist dieser Schritt für dich heute dran, zu sagen, ja, Jesus, ich will dir vertrauen, ich will dir mein Leben geben. Ich sehne mich nach dieser Freiheit. Und wenn du mehr über diesen Jesus hören willst, hey, ich würde es lieben, komm zu mir, ich würde so gerne mit dir über ihn reden. Wir können uns auch mal auf einen Kaffee treffen, Micha freut sich sicher auch oder vielleicht auch irgendjemand anders aus der Gemeinde. Du kannst mal hingehen und sagen, sag mal, dieser Jesus, kannst du mir was von dem erzählen? Ja, wir würden es lieben, dir von ihm zu erzählen. Vielleicht bist du aber auch heute hier und du hast Jesus dein Leben gegeben, aber du bist noch gar nicht getauft. Hey, vielleicht ist für dich heute dran, dich taufen zu lassen. Wir haben es gehört, zwischen Bekehrung und Taufe, in der Bibel war da nicht viel Zeit zwischen. Die haben gesagt, ja, ich mache das fest, das ist fix. Die Leute, ich bekenne das vor Menschen. Ich treffe die Entscheidung, das dürfen alle sehen. Ich lasse mich untertauchen, ich will sterben mit Jesus und mit ihm in ein neues Leben auferstehen. Ich habe ein paar Handtücher eingepackt, also es gibt keine Ausreden. Wenn du merkst, hey, ja, vielleicht ist dieser Schritt für mich heute dran, dann darfst du nach dem Gottesdienst auf Micha und mich zukommen und ja, wir sprechen drüber, ob dieser Schritt für dich heute wirklich dran ist. Und vielleicht bist du heute hier und du bist getauft und du merkst, hey, ja, ich sehne mich danach, Jesus ähnlicher zu werden. Ich will noch mehr dieses neue Gewand anziehen und ich merke, ich brauche da Freiheit wieder in einzelnen Punkten. Hey, du darfst zu Jesus kommen, sprich mit ihm drüber. Er möchte dir Freiheit schenken. Er will dir dabei helfen, frei zu werden in diesen Punkten. Komm zu ihm heute. Wag dich, Schritte zu gehen. Schritte mit Jesus auf ihn zu. Hey, neu zu werden und immer mehr so zu werden wie er, unser Denken erneuern zu lassen. Zum Abschluss möchte ich noch mit uns beten. Jesus, ich danke dir so von Herzen. Ich danke dir so von Herzen, dass du Freiheit geschaffen hast. Dass du es am Kreuz vollbracht hast. Und dass ich erlöst sein darf. Das ist so ein Geschenk. Und ich danke dir für die Menschen, die heute diese Entscheidung treffen. Ja, Jesus, ich will dir nachfolgen. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du uns lehrst. Dass du uns lehrst, mehr so zu werden wie Jesus. Dass du es uns aufzeigst, wo wir noch Schritte zu gehen haben. Sehr praktische Schritte. Danke, dass du uns beistehst, dass du uns nah bist, dass du uns hilfst, dass du unser Denken erneuern willst. Gott, wir wollen dich loben und dich preisen. Dir sei alle Ehre. Dir gebührt die Ehre.